Hallo und herzlich willkommen zu einer Partie, die normalerweise sehr viel Spannung bringen müsste. Das liegt ganz einfach an der Tabellensituation, denn beide Clubs sind leistungsmäßig ganz dicht beieinander, Sebastian. Völlig richtig, Tom. Und heute geht es eventuell schon darum, wer sich da etwas absetzen kann, vielleicht so ein bisschen oben ranrückt. Und beide Mannschaften wissen natürlich auch, was für eine Bedeutung diese Partie hat und wollen unbedingt 3 Punkte rausholen. Klug gespielt. Ja, und das könnte jetzt eine Möglichkeit geben. Ja, jetzt könnte sich was entwickeln. So, in Ballbesitz sind sie, aber jetzt muss natürlich gleich der nächste Pass kommen. Das ist ja ein Weltklasse-Dribbling. Wie macht er das überhaupt? Da darf er nicht so lange zögern mit dem Abschluss. So ist der Torwart noch da, im letzten Augenblick. Ja, bloß weg damit. Ja, das Kopfballspiel, das ist halt eine große Stärke von ihm. Im letzten Augenblick noch soeben geklärt. So, der Ball ist draußen, gibt Eckball. Völlig falsch eingeschätzt, die Situation hier. Jetzt muss die Flanke kommen. So, jetzt müssen die Verteidiger aufpassen. Ja, kein Problem, einen solchen Flankenball abzufangen. Weg mit dem Ball. Und daraus könnte sich jetzt etwas entwickeln. Nutze die Chance. Und genauso wollen sie den Keeper sehen. Reaktionsschnell ist er da und wer da? Ja, was macht denn der Stürmer mit dieser Chance? Aber Kompliment, der Torhüter hat toll aufgepasst. Ja, das war nicht ungefährlich. Besser ist es da auf Nummer sicher zu gehen. So eine Gelegenheit. Gut gehalten, aber das könnte doch eine Chance sein. Nur raus aus dem 16er mit dem Ball. Um Himmels Willen raus. Ball über eine weite Entfernung. Das ist ja unglaublich, wie der die Abwehr da schwindlig spielt. Er könnte flanken. Das wird eine Gelegenheit. Achtung jetzt. Und den Ball spielt er aus der Abwehr heraus. Oh, so kann er doch nicht in den Zweikampf gehen. Das muss Freistoß geben. Eigentlich pfeift der Schiedsrichter ziemlich kleinlich, aber in dieser Aktion wäre eine gelbe Karte gerechtfertigt gewesen. Ja, das sieht gut aus. Eigentlich war der schon drin, aber irgendwie war der Torhüter noch dran. Ja, der Schiedsrichter entscheidet auf Eckball und jetzt müssen sich die Verteidiger erstmal um die Angreifer kümmern. Ja, aber mit dem Eckball kann er den Torhüter nun beim besten Willen nicht in Verlegenheit bringen. Ja, köpfen kann er. Junge. Achtung, da ist alles noch drin, obwohl er vorher mit den Fingerspitzen der Klasse den Ball abgewehrt hat. Und damit öffnet er das Spiel. Ja, das ist einfach super. Dieses Zweikampfverhalten, diese Technik am Ball. Er flankt und er passt ganz genau. Ist drin.
das ist unglaublich. Diese Technik, ein klasse Tor. Ja, eben stand sie noch selbst am Rande eines Gegentores und jetzt haben sie selber ein Tor gemacht. Ja, das war ganz sauber gemacht. Klasse. Also der Ball scheint ihm förmlich am Fuß zu kleben. Das ist unglaublich. So, jetzt wird's gefährlich. Ja, und der ist noch im Spiel. So, jetzt hat er das Spiel erstmal beruhigt. Ja, das ist ein ganz enges Spiel. Ja. Gleich ist die erste Hälfte schon vorbei. Klasse Pass hinein in die Gefahrenzone. So, damit haben sie sich den Ball zurückerobert. Ja, Zuschauer haben bislang erst einen Treffer gesehen. Spielstand also logischerweise 1:0 und damit geht es jetzt in die Halbzeitpause. Die ersten 45 Minuten standen für mich ganz klar im Zeichen der beiden großartigen Torhüter. Wenn sie weiter so gut halten, dürfte hier auch in den zweiten 45 Minuten nicht allzu viel passieren. So, hinein in den zweiten Durchgang. Wir freuen uns nach wie vor auf guten und attraktiven Fußball. Ein Weltklasse-Pass. Ah, wunderbar gesehen. Jetzt könnte er abspielen, braucht er aber nicht. Den Ball hat er nicht berührt, den Gegenspieler dafür umso mehr, also Freistoß. So macht man das, so bereinigt man die Situation. Ja, da lässt er den Ball laufen, klasse Zuspiel. So wollen wir das sehen. Los, schieß, Junge! Und den hat er super gehalten. Das muss man mal klar so festhalten. Der Torhüter klärt hier erstmal. Die nächste souveräne Abwehraktion. Ja, das ist doch eine ganz klare Aktion gewesen. Da muss es Freistoß geben. Und klasse, wie er den Ball in die Spitze spielt. So, jetzt stellt sich die Frage, was stellt er mit der Möglichkeit an? Er hat im Prinzip alle Optionen. Und zum ersten Mal in diesem Spiel wechselt der Coach aus. Jetzt hat er die Situation geklärt. Klasse gespielt. Ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass der Schiedsrichter da lange zögert. Er wird ihn wohl verwarnen. Ja, unfaires Verhalten hier, überhaupt keine Frage. Natürlich gibt das Gelb. Ja, da kann er sogar froh sein, dass sich sein Gegenspieler bei dieser Aktion nicht verletzt hat. Die gelbe Karte geht völlig in Ordnung. Na, Endstation, Torwart. Ja, steht mindestens eine Auswechslung
bevor ist von hier oben leicht zu erkennen. Reservisten machen sich warm jenseits der Seitenauslinie. Ja, ich kann von meinem Kommentatorplatz auch sehen, liebe Zuschauer, dass sich da die Reservisten neben der Seitenlinie warm machen. Und es wird jetzt wohl zumindest eine Auswechslung geben. Ja, und so hat der Torwart erstmal souverän geklärt. Das war ein Foul und deswegen gibt es Freistoß. Keine Möglichkeit. Warum? Der Torhüter steht genau richtig. Absolut spitze, da macht ihm keiner was vor im Dribbling. Ja, den holt sich der Keeper. Ja, da hat er den Braten gerochen. Gut verteidigt. Ja, schön in die Offensive per Kopf weitergeleitet. Ja, und ich glaube, jetzt überlegt der Schiedsrichter ganz kurz, zeige ich da eine Karte oder nicht? Das geht gelb. Zu harter Einsatz, sagt der Schiedsrichter. Gelbe Karte nach dieser Rügen-Attacke. Gut gesehen vom Unparteiischen. Ja, da wird auf beiden Seiten fleißig gewechselt. Ja, und wie er den Ball da weiterleitet, das war eine klasse Parade des Torhüters. Also wenn Sie diesen Torhüter heute überwinden wollen, müssen Sie sich was einfallen lassen. Ja, und da verhindert er den Ausgleich. Die Spieler machen sich warm am Rande des Spielfelds und der Trainer hat sich wohl jetzt entschieden, mindestens mal eine Auswechslung vorzunehmen. Ja, viel zu schwach. Der Ball überhaupt kein Problem für den Keeper. Schöner Pass. Jetzt die Augen nur noch auf den Ball gerichtet. Ja, das sieht vielversprechend aus. Und Tor! Ja, das ist doch ein immens wichtiges Tor. Jetzt werden die letzten Minuten noch spannender. Es ist nicht mehr lange zu spielen und es steht unentschieden. Ja, gewonnen hätten sie beide lieber, das ist keine Frage. Aber so müssen sie sich mit einem Remis begnügen. So, ich bedanke mich bei Ihnen zu Hause im Wohnzimmer für die Aufmerksamkeit. Und ich bedanke mich auch bei Sebastian Hellmann für seine Kommentare, für seine Analysen. Und Bayer bedanke mich auch bei Ihnen. Tschüss, bis zum nächsten Mal.